Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode hat sie uns gefragt, ob wir den Edelstein haben. Und... Aber ich brauche mehr Gold, oder vor. Eine Freundin von mir ist von der verhüllten Magier gefangen genommen worden und ich benötige ein bisschen Gold, um sie zu befreien. Versuchen nicht mit mir zu falsche, Kind. Ich gebe euch ohnehin mehr, als es andere tun würden, da ich mehr geben kann und auch ein größeres Bedürfnis habe. Ist es genug? Ich wollte nur sicher gehen. Oder ich falsch mit wem mir beliebt, Fräulein Relis. Okay. Aber ich werde jetzt, wenn ihr wollt, aber ich werde jetzt wohl gehen, na, okay. Gut. Ah, Mikrats Schatz. Er will uns doch noch retten. Hier sind 1200 Goldmünze. Herr Dales sagt Ihnen, was mir vorhin, wenn ich mich darauf vorbereite, den Astraltunnel zu beschwören. Ja, Fräulein Relis. Ah, meine Raben, es liegt eine Sache zwischen uns, die längst überfällig ist. Vergebt mir, wenn ich euch Glaube gemacht habe, der Stein wäre nur ein wertloses Requisit für die Bühne. Jetzt habe ich noch eine 20.250 Erfahrung gekriegt, Gegenstand Hämmer Weggeber und 1200 Gold kriegt. In Wirklichkeit ist es ein höchst erstaunliches Juwel der Ebene, ein Angelpunkt zwischen der astraler und der materieller Ebene. Wenn ich von euch Materia würden sei Gegenwert spüre, aber Mikrat hat's gemacht und deswegen fiel ich in seine Hand. Glücklicherweise gab er ihn nicht weiter, ehe ihr ihn holen gekönnt habt. Wo babbelst du dann? Ich kann gerade nicht folgen. Meine Güte! Die Zeit ist knapp und ich gebe hier Unterricht über die Natur vom Multiversum. Wie ihr sicher wisst, ist das Theater, in dem wir hier stehen, Eigentum von der Theatergruppe von Sigil. Welch selbiges sozusagen von Fräulein Relis mir selbst schon unserer Schauspielertruppe dargestellt wird. Wie unser Name schon sagt, wir kommen aus der Stadt Sigil, die in einer anderen Ebene vom Multiversum liegt. Oder besser gesagt, an einer Narbe oder am Knotenpunkt, wo mehrere Ebenen zusammenstoßen. Könnt ihr mir folgen? Ja, komm, babbel weiter. Ja nun, eine Reise zwischen den Ebenen ist nicht gerade die einfachste Sache, besonders in der materiellen Ebene und aus ihr wieder raus. Die Schwertküste und die Welt von Faerun sind nur äußerst geringe Teile davor. Nun, das alles geht eigentlich auf eine sehr unglückliche Satire zurück, die wir produzierten, als wir noch in Sigil waren. Es wäre vielleicht besser, wenn er erzählt, wie ich helfen kann. Auch ihr anderen, versammelt euch hier. Der Stein ist für die Beschwörung vorbereitet. Ich versuche halt auch so ein bisschen rollenspieltechnisch was reinzubringen, indem der Charakter auch also mal garstig wird. Wenn sich der Astraltunnel öffnen, werden die Wesen mit sich bringen. Wir werden unser Bestes versuchen, um die U-Tiere abzuhalten, was auch immer sie sein mögen. Wir benötigen ein bisschen Zeit, um rauszufinden, was für Route die sicherste ist. Abdel Adrian, wenn ihr hier bleiben könnten, würden wir das sehr zu schätzen wissen, wenn er bei uns bleibe. Ich bleibe, wenn ich eine Belohnung krieg. Den Weg also habt ihr gewählt. Naja, nicht der Pfad guter Kameradschaft, sondern den vom Geld. Das habe ich nicht erwartet, mein wackerer Rabe. Das ist etwas abwegig, Fruchtkind. Es schickt sich nicht, Forderungen an verzweifelte Leid zu stellen. Dennoch können wir uns vielleicht ähnlich wäre. Ich habe noch 1000 Münze aus Armen, für die ich keine Verwendung mehr habe. Reicht es aus? Ich gebe es euch, sobald das Portal abgesichert ist. Ja, gleich gebe, dann bleibe ich. Ihr habt bei Freunden nichts zu suchen, allerdings habt ihr wohl bewiesen, dass wir keine Freunde sind. Hier ist das Gold. Alle hopp, dann bringen wir es hinter uns. Wie ihr wünscht. Komm, Freunde, wir fangen an. Naja, ich habe ja niemand versprochen, dass wir Freunde wären. Vor allem nicht, wenn man sich kennenlernt, indem man einen Auftrag für jemand erfüllen soll. Okay, was kommt denn da? Ein Quasit. Also was Dämonisches. Okay. 2 Quasit. Und die bringen 2000 Erfahrungspunkte, die Quasit. Das ist schon nicht verkehrt. Und da haben wir noch ein niederer Feuerelementar. Also ich an der Stelle von den Gegner wird eigentlich eher auf die Zauberer gehen, die hilflos sind. Interessant, dass Quasit genauso viel bringt wie ein niederer Elementar. Ein Schattenscheusal, das ist jetzt auch nicht gerade das Stärkste, was es gibt. Aber es ist kaputt. Los sind andere gekommen. Kopfgeldjäger. Guten Tag, Relis.
Ja, wenn man erlaubt, den Wahnsinn zu beenden. Und es hat noch 2000 Geber was Schattenscheißer. Dankeschön. Wer seid ihr und was wollen ihr von uns? Oh, nur ein Argstell dann von einem alten Bekannten von euch in Sigil. Herzog, wie war noch gleich sein Name? Finsterwald? Ja, Herzog Finsterwald, das war's, nicht wahr? Ihr hätten das Stück wirklich nicht spielen sollen, wissen na? Wir wurden reingelegt, mir hätte das Stück unter der Annahme aufgeführt, dass es sich um ein Schauspiel handelt. Der Autor hat uns nichts dergleichen verroten. Ja, der berichtigte anonyme Dramatiker, wer es war, haben wir nie rausgefunden. Außerdem wusste man nicht, er hatte Maske getragen und hat sich nur in der Seidegasse mit uns getroffen. Und mit so Leuten trifft man sich auch sehr gern für sowas, ne? Für Schauspiel zur Probe. Sehr auffällig das Ganze. Es spielt keine Rolle. Komm, mein Bade, es scheint der Zeitpunkt zur Abrechnung kummer. Herr Dalles? Was ist denn mit der anderen? Wer seid denn ihr, Halbling? Relis hat euch da bestimmt nicht angeworben, in der Hoffnung, dass es eine Rette kennt. Naja, wenn ihr die Leute wollt, müsst ihr erstmal mich erledigen. Die haben ja schließlich davor bezahlt. Dummkopf! Ich brauche euch nicht mal mit Reize ziehen. Ihr habt die Seele hier bereits unter Kontrolle. Ich habe die Seele bereits unter Kontrolle. Lass uns mal beginnen. Okay. Na dann hinterher, oder? Jetzt wird's wieder lustig. Jetzt sind wir nämlich auf einer anderen Ebene. Da will. Hör zu, du kleiner Wurm. Ich will jetzt sofort wissen, wie ihr euren Halsband abgekriegt habt. Oder ihr werdet sehen, dass es noch viel schlimmere Sache gibt, als ein Sklave zu sein. Nee, es ist mir egal, weil ihr seid nicht mehr kein Sklave mehr sei. Ja, wenn das die Art ist wie... Trell, halt! Noch mehr sind das Portalkummer. Was, noch mehr? Ah, die Materia, wie dumm von euch, euer Schauspielerfreunde hierher zufolge. Woneth, bitte das Portal mal schließen. Ihr habt überhaupt eine plastische Stimme, wo ihr seid, Materia. Ich werd grad denke, euch zu frohe, wenn ihr bluten und mein Schwertspitz euch kitzelt, Dummkopf. Tja, blöd und gleichzeitig voller Wagemut. Ihr habt die Erfahrung in eurem Auftreten, Dotra, habe ich keinen Zweifel. Wenn ihr denkt, dass eure Herkunft eurer Freunde nütze wird, dann erinnere euch. Egal, ich rechne mit, dass ihr neue Sklave einen hohen Preis bringen werden. Jäger, lecken die Fesseln nahe. Naja, so einfach geht es jetzt auch nicht, mein Lieber. Los. Corki auf Dendo. Ich folge euren Befehlen. Anomen hätte ich ganz gerne auf den anderen Hansel. Und dann ich sagen, wir vergiften mal die Klinge. Schar führt meine Hand. Dann ich einen Sege kurz aussprechen wolle von Vikonia. Nö. Und wir machen eine Steinhaut. Okay. So, dann hätte ich noch ganz gern so eine Kugel um Edwin. So, dann kannst du einen Trank nehmen. Hinter Dendo dann hier. Du attackierst die hier. Korgan, okay. Ah ne, Korgan auf Den. Und du auf Dendo. Hat er überhaupt getroffen, Abdel Adrian? Ah ja, ich habe ihn sogar vergift. Okay. 13 Schadenspunkte. Okay, warum nicht? Okay, der hat sich anscheinend geschützt. Dann hier und hier. Edwin. Attackieren wir den. Gott, der ist kaputt. Du auf den hier. Oh, der hatte Zauberschutz gebannt. Okay, können wir das auch noch? Brescher können wir noch wirken. Sehr schön. Ah ne, der ist unsichtbar. Okay. Wenn der unsichtbar ist, dann hätte ich ganz gerne mal noch einen Magie-Bann auf den Hansel gewirkt. Okay. Die kann leider nicht mehr. Okay, der ist kaputt. Dann machen wir zuerst auf den hier und dann zum Schluss nochmal auf den anderen Hansel. So, sehr schön. Ich hoffe nur, das trifft. Ja, okay. Man kann Schade verursachen. Also der Schutzzauber ist wohl auch weg. Moment. Der hat gerade Anomen aufgelöst. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Da müssen wir jetzt laden und der Autosave. Verdammt nochmal. Das ist nicht gut. Also Anomen, Auflösung, das passt man gerade nicht so in den Kram. Dann würde ich sagen, die Schutzzauber machen wir jetzt schon. Steinhaut.
Du machst einmal ein Säge bitte auf uns. Du machst eine Geisterrüstung. Du machst noch eine kleine Kugel der Unverwundbarkeit. Du machst bitte auch noch so Rüstung. Und dann hätte ich ganz gern, ach, die Geisterrüstung für dich. Und ein Feuerschild. So. Und auf uns alle noch Furcht bannen. Sagt mir, was zu tun ist. So. Jetzt können wir hier wieder reingehen. Und können uns da um die Viecher kümmern. So, das haben wir alles schon. Bla bla bla. Dummkopf, bla bla. So, und jetzt machen wir wie folgt. Ich warte. Du vergibst erstmal dein Waff. Macht's kurz. Corgi auf Hoffentlich Den. werde ich wenigstens gut bezahlt. Vikonia auf Vertrauen Dendo. ist etwas für Narren. Zeigt die Anomen Richtung mit dem Schwert. Dann wollen wir auf uns mal Dendo. eingeweiht schauen. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu Und belästigen? Edwin, mache mal Verwirrung hier rein. Großflächig. So, du nimmst jetzt noch einen Trank. Und kümmerst dich um Dito. Oder um Dendo. So. Moment. Okay, mal Unsichtbarkeit ist gebannt worden. Nicht so schön. Der verdammte Bastard ist immun. Der verdammte So. Bastard ist immun. Oh, das zieht aber ordentlich was ab grad. Okay. Der Bastard ist immun. Meister, was darf ich jetzt für euch Edwin, tun? versuch dich trotzdem nur mal an einer Bresche, aber ja, okay, der ist tatsächlich unsichtbar. Nur euer Leben. Na gut. Der verdammte Bastard ist immun. So, sehr schön, der ist auch kaputt. Anomen auf den Kopfgeldjäger. Sagt mir, was zu tun ist. Es ist sehr schön, dass die Gifte von Abdel Adrian nach wie vor so wunderbar wirken. So, Edwin hat nichts, was er sinnvoll noch ausrichten kann. Also alles am Druck. Okay, ab jetzt ist der auch wieder verwundbar. Gut. Und das ohne jemand von unserer Truppe einzubüßen. doch keinem Gnom was tun, oder? Ich danke euch, mein Fürst, für eure zeitliche Rettung. Ich muss allerdings sagen, dass ich wohl nicht sehr viel drauf verwendet habe, zu überlegen, was ich mache, wenn ich mal Halsband los wäre. Und das war wahrscheinlich dumm von mir, aber ich bin lieber tot, als auf ewiglich vom Campion versklavt zu werden. Es muss doch einen Weg hier rausgeben. Also das ist ein Dämon, ne? Den hatten wir ja schon im Irenicus Dungeon. Was ist denn mit dem Campion? Der Campion, das ist der Wächter von dem Gefängnis. Ich kenne seinen richtigen Namen nicht, aber es ist ein grausamer und bösartiger Herr und Meister, der sich am Leide von seiner Leibeigenen ergötzt. Ach, es ist ein mächtiger Dämon. Ihr mögt ja so ein Kopfgelieger besiegt haben, aber ich an eurer Stelle die versuche hier rauszukommen und ihm vollständig zu entgehen. Wo ist der Herr Dalis und so leid? Ihr seid Freunde von den Schauspielern? Ah, dann könnt ihr auch gleich anfangen, um sie zu trauern, werter Herr. Sie sind in der Zelle vom Wärter und erwarten ihren Abtransport zum Turm vom Herzog Rowan, soweit ich weiß. Der Wächter befindet sich genau nördlich von hier durch den Gang, aber ich würde euch vorabroten, den Weg entlang zu gehen. Ihr werdet Markierungen finden, die die Tannerie mit ihrer Magie hinterlassen haben, Portale, die euch in die anderen Räume vom Gefängnis befördern. Und die sich in dem noch Norden führenden Gang befinden, sind nicht zu umgehen und führen zu der Baracke, in der der Wächter sein persönliche Soldaten und Leibeigene hält. Es ist ein wirklich sehr gefährlicher Weg. Es gibt noch einen anderen Weg, um zum Wärter zu gelangen. Ein sicherer Weg vielleicht, der sowohl eurem als auch eventuell meine Zwecke dienlich ist. Darf ich euch davor berichten? Ja, na Allah, ich hör zu. Der Wächter ist an sich schon mächtig, ja, aber er wird zusätzlich noch von den vielen Leibeigenen beschützt, die übers Halsband unter seiner Kontrolle stehen. Der noch oste verlaufende Gang führt zur Kammer vom Meister von den Leibeigenen. Ein weniger bedeutende Tannerie, das sind Teufel. Der Gerät besitzt, das die Kontrolle über die Halsbänder verleiht. Nee, Quatsch. Tannerie sind die Dämonen, Batetsu sind die Teufel. Entschuldigung. Zerstörendes Gerät und die Leibeigenen sind frei. Der Wächter ist verwundbar und ihr werdet in der Lage sein, mal frisch befreiende Freunde zu kontaktieren. Ein paar von denen sind Magier, die uns von hier weg teleportieren könnten. Und dazu könnte man die Portale in die Stockwerke Richtung Osten umgehen. Die führen, soweit ich weiß, nur in andere Zelle und sind voll von urwichtiger, aber wilde Kreaturen. Ich dir die Möglichkeit nicht anbiete, mein Fürst, würde ich nicht glauben, dass er gegen den Wächter selber eine Chance hätten. Mir fällt wirklich keine weitere Möglichkeit ein, wie man auch immer nur bei den Ort verlassen kennt. Warum befreie ich nicht einfach die Leibeigene und lass uns von hier weg teleportieren? Warum muss ich gegen den Wächter kämpfen?
In dem Gefängnis befinden sich viele alte und mächtige Magier. Wir werden zwar schnell von ihr wegkommen, aber die Magie vom Gefängnis wird uns aufspüren. Und der Wächter wird sehr schnell mächtige Jäger auf uns hetzen. Die Magie vom Gefängnis stirbt aber, wenn der Wächter stirbt. Das ist die einzige Möglichkeit. Na, da hopp, ich mach so wie Vorschlag hast. Großartig, mein Fürst. Das Glück ist mir hold wahrlich, dass ich mir heute die Chance für die wirkliche Flucht in Verbindung komme ist. Ich wünsche euch jeden erdenklichen Erfolg. Gut, jetzt flattern wir noch, was die Leute hier haben. Lederrüstung plus N. Geht alles an Edwin, weil der das meiste tragen kann. Und das ist das, worauf es mir ankommt. Moment. Das Zeichen solltest du an oder ich suche. Abdel Adrian. Okay. So, da haben wir kleiner Schild plus 1. Ein Dolch plus 2 wahrscheinlich. Und das ist das Geilste überhaupt. So, das geht noch an Korgan, diverses Zeug, bevor hier zu viel ist. Den können wir nicht identifizieren, aber das ist das Beste. 7 Meilenstiefeln, die Pranken des Geparden. Diese verzauberten Stiefel waren früher das Eigentum eines schrecklichen Mörders, der es genoss, seine Opfer zu jagen. Er bewegte sich mit einer solchen Geschwindigkeit, dass seine Gegner auch zu Pferd keine Möglichkeit hatten, ihm zu entkommen. Mit der Zeit wurde der Mörder immer berühmter und obwohl sein Name unbekannt blieb, waren die letzten von seinen Opfern vernommenen Worte überall gefürchtet. Verstecken könnt ihr euch, entkommen könnt ihr nicht. So, das ist alles. Und die machen Hast. Das ist natürlich sehr geil. Dann machen wir die Dinger dafür weg. Das geht an den Krieger, weil der Krieger braucht das am ehesten, finde ich. So, dann kann Vikonia die Dinger haben. Und ja, hat ja sein Diebestiefel. So. Korgan hat jetzt die 7 Meilenstiefel. Und das ist von Krieger natürlich sehr geil, weil der permanent den Zauber Hast auf sich gewirkt hat. Und so dann auch wesentlich mehr Schade machen kann. Okay, da haben wir noch jede Menge kruscht. Also er kann sehr viel schneller, effizient Schade ausdehlen. So, da ist auch noch was. Zack, 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 zack. Das geht noch an Edwin. Und das ach. So, das geht noch einer an Abdel Adrian. Und dann gucken wir mal, was man da nachher ein Kettenhemd. Das geht nicht. Zweihändiges Schwert geht auch nicht. Und Umhang des Schildes, das geht. Der Umhang strahlt ein kugelförmiges Energiefeld aus, das den Träger gegen Fernkampfwaffen sehr gut schützt. Es verlangsamt auch Nahkampfwaffen ein wenig, die in das Kraftfeld eintreten. -5 auf RK-gige Fernkampfwaffe und -1 auf RK-gige alle andere Waffe. Das ist auch nicht verkehrt. Könnte er eigentlich ganz gut gebrauchen. Und so. Das geht zwar nicht permanent RK, was ist ziemlich gut. Kettenhemd, zweihändiges Schwert plus 1, Abwehrarmbänder, sehr schön. Das hat er schon gelernt. Das kann er nicht mehr lernen. Und den kann er auch schon. Schade, schade, schade. Zu viel Zauber gelernt. So, da. Gut, wunderbar. Dann, was haben wir noch? Da haben wir schon... Der hat überhaupt nichts mehr zum Flattern. Da ist noch was zum Flattern. Wieder Lederrüstung plus 1, Eispfeile und Feuerpfeile, das ist Quatsch. Und noch ein Stab der Himmel. Das geht an Vikonia. Sehr schön. Dann wieder eine Lederrüstung plus 1, die geht mal an Korgan. Und der kann die Tränke, ja, komm, geht wieder an Anomen. Der ist sowieso Tranksammler gerade. Was ist das? Die Höhle führt nach unten und scheint leicht zu pulsieren. Es wirkt beinahe so, als würde sie atmen. Gute Idee, das mir zu übertragen. Okay, dann schicken wir unseren flinken Zwerg vor. Ich hab schon wegen weniger getötet. Kupferschmied, A-Führer von der Versklavte. Fremde hier? Nee, gehen Fremde. Wir können unsere Handlungen nicht kontrollieren, solange wir die verfluchte Halsbänder tragen. Wir greifen sie an. Angreifer und alle Umbringer. Okay. Corgi als erstes auf den Zauberer. Okay. Die anderen Leute sollten vielleicht auch folgen. Also hinterher. Das ist schon gut. Aber Corgi auf die Magierin drauf. Ah, da ist sogar noch ein Versteck drin. 40 beißende Pfeile. Das trifft sich natürlich. Sehr, sehr geil. Können wir das nämlich auch noch verwenden. So, die können wir erstmal abseits machen. Abdel Adrian, gehen wir fort und schieß mal auf das eklige Vieh. Ich warte. So, alle da und Abdel Adrian auf der Waldschrat. Entschuldigung, oh, ich mag das einfach nicht, dieser Kinderspruch, wie so ein epischer Superheld, wie man sich denn mit 8 Jahren vorstellt. Gut, ist mal dennoch fertig. Ich warte.
Und dann der Waldschrat. Oh, okay. Edwin ist sogar stumm gemacht worden. Interessant. Das sind diese Halsbänder, die wir brauchen. Diese Sklavenhalsbänder. Seltsamerweise muss man die identifizieren. Und hier haben wir noch ein Schild. Und noch so ein Halsband. Eins behalten wir mal. Normaler Schild plus 1. Okay, das ist Schampel. Da haben wir schon was. Das Kohlenbecken glüht in sengender Hitze. Ein Arm greift aus dem Feuer, so als ob er etwas ergreifen und in der Hitze zerren möchte. Okay, da können wir noch to lang gehen. Und du, das sieht immer aus, wie als würde man Vorhaut zurückziehen. Das ist so eklig. Pferde sind hier. Ich bin Ja, Pferde sind hier. Kann ich irgendwie behilflich sein? Das sind Githyanki da unten. Und die Kämpfer von den Hesen, glaube ich, Pferd. Egal. Was ist los? Was ist los? Hauen die Gefangene ab? Wir müssen das Tier vom Aufseher schützen. Ja, er wird immer so ärgerlich, wenn seinem Liebling etwas zustößt. Hinfort mit euch, Gefangener. Kennen euer Zelle zurück oder der Aufseher wird sehr grandig sein. Ich stehe euch zu Diensten. Vikonia? Okay, Scharf, Vikonia und ich Edwin sind werde noch eurer hier. Stärke folgen. So, ihr müsst auch in die Vorhaut runter. Sag mir, was Teufel. zu tun ist. So, drauf auf die Schniss. Jetzt auf den Hansel. Die machen auch einen Krieg ohne Ende. Krieger. Und die Okay, Pferd sind dann wohl sowas wie die Speer von der Githyanki. Und die dürften dann die Magier sein. Okay, Vikonia ist bewusstlos. Wenn es denn sein muss. Da gucken wir mal, was die Knabe so alles haben. Haben auf jeden Fall konzentrierte Heiltränke, darum bin ich sehr dankbar. Sehr schön. Das ist schon mal richtig praktisch gewesen. Da ist nur Schrott drin und haben wir da noch irgendwas? Nö, da ist auch nichts mehr. Alle hopp. Gute Idee, das Was haben die dann? Okay, nur ein stinknormale Plattenpanzer, das bringt uns auch nichts. Und die 5 Heiltränke, die können jetzt wieder in unseren guten Anomen. Und dann gehen wir wieder durch die Vorhaut raus. Das ist eklig, Mann. Und dann landen wir bei der Knabe hier. Okay, was von Hansel ist unter. Der Sieg, das Schicksal Vikonia wartet. ist wieder in der Vorhaut gelandet. Wie könnte es auch anders sein? Passender natürlich, dass mir, was Vikonia zu dort tun landet. Egal. So, jetzt machen wir den Yuan Ti Magier schon platt. Now, now. Sie kann sich um der Eissalamander kümmern. Ups, Edwin sollte sich heilen. So, erstmal den Yuan Ti Magier Killer. Und du auch noch ein Zauberer, der eine gerade so unterschätze ist. Eder, du solltest dich mal heilen und ein bisschen aus dem Weg gehen. Okay, sehr schön. Du ist noch etwas Sklavte. Die ist gleich kaputt. Sehr schön. Die ist hinüber. Jetzt noch der. Okay, Moment. Der kann nichts zaubern. mir, was zu tun ist. Und die 2 andere Idioten sind verwirrt. Ich warte. Yes, das ist leid. Victos. Gut, die sind beide kaputt. Dann jetzt ab auf den versklavte Magier hier. So, Abdel Adrian. Vergift nochmal die Waffe. Bin dabei. Und drauf. Ich bin beschäftigt. Gut, Edwin hat wieder Zauber parat. Dann machen wir doch mal so einen schönen Vampirgriff drauf. Weil er braucht dringendst wieder Lebensenergie. Gut, Edwin hat ordentlich Schade gemacht und hat sich gut geheilt. Um euer Leben. So, der mir, was zu Versklavte tun ist ist. 8 tot. Wenn es denn Und sein Edwin wird gerade von Korgan attackiert. Das ist nicht so gut. So, Edwin, du brauchst das. Und Anomen hat natürlich seine Heiltränke nicht parat. Ist ja logisch. Dann also wieder runter und weg vom Korgan, der gerade alles abschlachtet, was in seiner Nähe ist. Oh, jetzt kommt noch der Lindwurm dazu. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Pack, stell dich fest. Komm, mein hübsches Sklave. Das sind Käflungen, Gefängnisinsasse. Das sind Eindringlinge. Wir müssen sie für meinen Herrn vernichten. Interessanterweise hat ja ein Lindwurm keine Flügel, deswegen finde ich es eigentlich sehr witzig, dass so ein Lindwurm hier mit Flügel dargestellt wird. Egal, für so Scherze haben wir später Zeit.
Schutzring +1, das kann er nicht verwenden. Das kann sie auch nicht verwenden. Und der gute Ede kann es auch nicht verwenden. Okay, bei den anderen zwei weiß ich nicht, wie es aussieht. Da ist noch ein Kurzschwert, was ich nicht identifizieren kann und Edwin auch nicht. Müssen wir später identifizieren lassen. Gut, die Jungs sind wieder gefasst. Und der Lindwurm kommt hinterher. Okay, das ist schon mal ganz gut. Jetzt gucken wir doch mal. Ja, da gibt es ein paar schöne Sachen, die wir dann identifizieren können. Ab auf den Lindwurm. Umso besser, dass der Korgan angreift. Dann Viconia, heile mal das Gift auf dem Hagluk hier. Das heißt nämlich auf Drow-Sprache Zwerg Hagluk. Oh Gott, der wird aber gerade ordentlich vergiftet. Noch einmal. Und der Lindwurm ist tot. Sehr schön. Gute Idee, das mir zu übertragen. Scharf führt meine Wir Hand. sollten gucken, ob wir uns dann nochmal heilen könnten. Mich zu belästigen? Habe ich nicht. Erstmal Masseheilung. Dann eine komplette Heilung. Heilung, nicht Heulung. Für Korgan. Sag mir, was zu tun ist. Sehr schön. Das soll vorerst mal reicher. Die Sitzstange des Lindwurms windet sich, als ob sie leben würde. Sie fühlt sich weich und organisch an. Bäh, Kotz. Gut, dann geht es jetzt nur noch um den Wächter und seine Viecher. Herr der Versklavten. Ja, ihr seid diejenigen, die das Gefängnis um als Sklave so viel Uro bereiten, hä? Den werde ich jetzt entsetzen. Okay, da hat noch 2 Luftelementare bei sich. Also sammeln und ab auf die Luftelementare. Das sind jetzt keine Niederer mehr. Das sind tatsächlich ausgewachsene Luftelementare. Sehr schön. Sagt Droh von der Wetter. Die geben 7000 Erfahrungspunkte. Also es ist schon nicht verkehrt. Die halten ein klein bisschen mehr aus und geben ordentlich Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Wer ist dann kurz vor Level? Abdel Adrian braucht noch. Der braucht auch noch. Okay, bei Anomen könnte es bald soweit sein. Viconia braucht auch noch ein Weilchen. Anomen und Abdel Adrian könnten bald soweit sein. Boah, du Mistkerl. So, jetzt mal auf den Scheißkerl drauf. Herr der Versklavten. Warte mal. Der haben wir doch... Okay, Strahl des Ruhms haben wir leider nicht. Ihr wisst das. Und soulsengende Kugel will ich doch jetzt auch nicht verschwenden für den Dämon. Tot ist er. Nebel wabern in den Tiefen dieses Loches. Vielleicht ein Portal, das in einen anderen Ort führt. Geht mir langsam auf die Nerven. Unversklavter Zwerg. Ihr habt den Meister umgebracht. Ihr habt ihn umgebracht bei Klangedienst Axt. Ich hab sowas nicht nur für möglich gehalten. Tja, ist es jetzt, aber ich zieh weiter. Okay, wisst ihr, womit die Wesen die Leibeigene kontrollieren? Ja, es ist die Kugel, die er bei sich trägt. Die Kugel von der Beherrschung. Ich kann sie nicht berühren, solange ich das Halsband trage, aber ihr könnt sie zerstören, wenn ihr wollt. Wir müssen die Kugel in den Raum, der im Süden von hier liegt, bringen. In der Mitte vom Raum befindet sich ein magisches Kohlebecker. Die Flamme werden die Kugel zerstören und dabei alle Leibeigene hier befreien. Ich muss fliehen, bevor der Aufseher bemerkt, dass der Herr, der von der Leibeigene tot ist. Bitte. Zerstört die Kugel, wenn ihr könnt. Ich flehe euch an. Okay. Ich hoffe, das bringt was. Da ist der Dämon gestorben, hat 16.000 Erfahrungspunkte hinterlassen. Und hier haben wir das Ding. Oh Mann, das kann man nicht identifizieren. Da müssen wir wahrscheinlich schlafen deswegen. Scheiße. Und da haben wir noch ein Luftstecken +2. Der Stecken scheint seine Wurzeln in der elfischen Handwerkskunst zu haben. Er ist jedoch weniger mit dem Wald verbunden, als es normalerweise bei elfischen Stecken der Fall ist. Der Stecken dient offenbar dazu, Luftelementare zu beherrschen. Oh, irgendwas habe ich im Hals. Das kam eben voll eklig aus. Luft. Er kann ein Luftelementar als Diener des Trägers beschwören und gleichzeitig feindliche Luftelementare mit einem einzigen Schlag zerstören. Wenn es notwendig sein sollte, kann der Träger des Stabes eine Wolke einschläfernden Gases erzeugen. Einige dieser Fähigkeiten sind durch die Anzahl der vorhandenen Ladungen beschränkt. Besondere Fähigkeiten: Wenn ein Luftelementar von dem Stecken getroffen wird, muss ihm ein Rettungswurf gegen Zauber gelingen oder er wird zerstört. Eine Ladung der Stecken beschwört ein Luftelementar mit 8 Trefferwürfeln.
Und eine Ladung der Stecken erzeugt eine Wolke Schlafgas. 12 Meter Reichweite für 3 Minuten. Plus 2 Waffe. Okay, ja wunderbar. Dann haben wir doch soweit alles. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier wieder an der Eichel vorbei. Und direkt hier rein. Bitte nicht in die Vorhaut gerate, Korgan. Dankeschön. Vicky, du gehst jetzt nicht über die Eichel drüber. Und der Eder landet natürlich sofort dort. Er landet natürlich sofort dort. So, aber ihr guckt hier auf die Uhr. Ihr wisst ja, wie lange wir es haben. Und ich steht Sache, ihr liebe Late. Ach Gott, erleid, es wird echt Zeit. An der Stelle mache ich jetzt meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.